Meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama setzt sein Engagement in Leh Ladakh fort. Seine Heiligkeit der Dalai Lama und die CTA beglückwünschen den gewählten indischen Vizepräsidenten. Sejong nimmt an der Eröffnungszeremonie der zweitägigen Konferenz von Experten für tibetische Kultur teil. Das tibetische Exilparlament organisiert einen Workshop zur Stärkung der Demokratie. Tibet-Unterstützergruppen berufen Treffen zur Stärkung der tibetischen Sache ein. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sprach am Sonntag vergangener Woche in der Tibetan Children's Village School in Choglamsa zur tibetischen Gemeinschaft in Ladakh. Seine Heiligkeit erinnerte in seiner Ansprache an die Umstände, die ihn und Zehntausende von Tibetern dazu veranlassten, in Indien Zuflucht zu suchen, und sagte, dass sich die Zeiten ändern und die Wahrheit sich durchsetzen wird, weshalb er die Zuhörer aufforderte, stark zu bleiben und den Sinn für Brüderlichkeit und Schwesternschaft zu bewahren. 독서 찍듯이 대버리 nga pheche che chi lo nishu sada tende degri ene deri na kya samolo ngar shindu simshu keini ene phejasim ma samolo 대화다 덤지 요매 버체니 다다는 신체니 슈아 ene 지금 점물린 요된데 죽으리 아주 벽이 된다 세니 아주 시지매마 냠도 좀네 그这些罗里 가든지야 지금 뒤수지 된데 용스 다시 용야래 애가 사모로 대부지 쉬시 애는 저시들이 쉬어야지. Seine Heiligkeit forderte die Menschen im Himalaya außerdem auf, sich aktiv für die Lehren des Buddha zu interessieren, indem sie Lehrern zuhören und Bücher lesen, über das gelernte nachdenken und über das, was sie verstanden haben, meditieren. Am Mittwoch dieser Woche beehrte seine Heiligkeit der Dalai Lama die Teilnehmer der großen Sommerdebatte im Lingche-Kloster im Dorf Lingche in Ladakh mit einer kurzen Unterweisung über die 8 Verse zur Schulung des Geistes von Gadamba Geshe Langri Thangpa. Seine Heiligkeit der Dalai Lama flog mit dem Hubschrauber von Leh zum Dorf Lingche und fuhr direkt zum Gelände neben dem Kloster, wo er die Bedeutung des Studiums buddhistischer Philosophie in Schulen und klösterlichen Einrichtungen betonte. Am Donnerstag dieser Woche wurde seine Heiligkeit von den Menschen im Zanskar-Tal in Ladakh mit Begeisterung empfangen, wo er in Padum mit Würdenträgern zusammentraf und die Bedeutung der buddhistischen Lehre in der Himalaya-Region hervorhob. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gratulierte Sri Jagdeep Dhankhar zur Wahl zum Vizepräsidenten Indiens am Montag dieser Woche. Seine Heiligkeit sprach dem gewählten Vizepräsidenten seine guten Wünsche und Gebete aus und erklärte, dass er mit seiner langen und reichen Erfahrung im öffentlichen Dienst in der Lage sein wird, dieser großen Nation und ihrem Volk erfolgreich zu dienen. Der Sprecher des tibetischen Exilparlaments, Khenpo Sonam Denpe, und Sejong Bemba-Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung übermittelten dem gewählten indischen Vizepräsidenten Jagdeep Dhankhar ebenfalls ihre Glückwünsche im Namen des tibetischen Volkes und der CTA zu seinem überwältigenden Sieg. Sejong Bemba-Tsering nahm zusammen mit Sekretär Chime Tseang an der Eröffnungszeremonie der zweitägigen Expertenkonferenz zur tibetischen Kultur teil, die von der Abteilung für Religion und Kultur der tibetischen Zentralverwaltung am Mittwoch dieser Woche in Dharamsala organisiert wurde. Sejong Bemba-Tsering betonte die Notwendigkeit, die tibetische Kultur und Kunst zu bewahren und dabei die tibetische Sprache und Religion stärker in den Vordergrund zu stellen und hob hervor, dass die konzentrierte tibetische Gemeinschaft im Exil trotz der zunehmenden Verstreuung der Tibeter im Ausland fortbesteht. Sejong Bemba-Tsering stellte auch die Idee vor, die tibetischen Siedlungen durch die Einführung des Tourismus zu erhalten, der zur dauerhaften Existenz der tibetischen Gemeinschaft im Exil beiträgt und ein geeignetes Umfeld schafft, in dem die tibetische Sprache, Religion, Kultur und Kunst an die jüngeren Generationen weitergegeben werden. Chime Tseang, die Sekretärin des Ministeriums für Religion und Kultur, erläuterte in ihren einleitenden Worten die Ziele der Konferenz und sagte, dass die Politik der kommunistischen Regierung Chinas
darauf abziele, Tibet zu sinisieren, wodurch die einzigartige Kultur Tibets in eine prekäre Lage gerate. Daher seien im Rahmen des Programms Strategischer Plan zur Entwicklung der tibetischen Kultur des Ministeriums mehrere Treffen geplant, um die Erhaltung der tibetischen Kultur zu fördern. Die Expertenkonferenz zur tibetischen Kultur soll den aktuellen Status der tibetischen Kultur im Exil und ihre Zukunftsaussichten erörtern. An der zweitägigen Konferenz nahmen insgesamt 23 Experten für tibetische Kultur teil, darunter prominente Leiter und Vorsitzende verschiedener Institutionen, Wissenschaftler, Schriftsteller und Künstler. Der Sprecher des tibetischen Exilparlaments Khenpo Sonam Denpe und der Parlamentsabgeordnete Phurba Dorje Gedong haben am Montag dieser Woche in der tibetischen Siedlung Sonamling in Ladakh einen 5-tägigen Workshop über die Stärkung der Demokratie an der Basis veranstaltet. Der Sprecher informierte die Teilnehmer in seiner Ansprache über das Ziel der Einrichtung lokaler tibetischer Versammlungen, wie sie von seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, angestrebt wird und deren Bedeutung in einem demokratischen System. Er beleuchtete auch die Entwicklung des tibetischen demokratischen Gemeinwesens sowie die Workshop-Projekte und deren Bedeutung. Der Parlamentsabgeordnete Phurba Dorje Gedong sprach darüber, wie Regeln und Vorschriften gemäß den Anweisungen der Jata gebildet werden und nannte als Beispiel die Haushaltsregeln, die Regeln der parlamentarischen Verfahrensweise und andere. An dem Workshop nahmen 35 Personen teil, darunter der Chief Representative Officer Thöndup Dashi sowie Mitglieder der lokalen tibetischen Versammlungen und der regionalen tibetischen Freiheitsbewegungen von Ladakh, Leh und Jang. Das parteiübergreifende Indische Parlamentarische Forum für Tibet berief am Mittwoch letzter Woche im India International Center in Neu-Delhi ein Treffen mit den Mitgliedern der Core Group for Tibetan Cause India ein, das von der Spitzenkoordinierungsstelle der Tibet-Unterstützungsgruppen in Indien initiiert wurde. Shri R.K. Kheme, National Convener Core Group for Tibetan Cause India, begrüßte die Teilnehmer und informierte sie über die Core Group und die tibetischen Unterstützungsgruppen in Indien, seine Heiligkeit den Dalai Lama, die tibetische Zentralverwaltung und das tibetische Parlament im Exil. Der Abgeordnete Shri Sujit Kumar stellte die Funktionsweise und Bedeutung des All-Party Indian Parliamentary Forum for Tibet vor. Er sprach auch über die tibetische Rehabilitationspolitik von 2014 und erläuterte Punkte in Bezug auf das Wohlergehen tibetischer Flüchtlinge und Siedlungen in Indien, den Schutz der Umwelt in Tibet und die Reinkarnation seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama. Die Mitglieder diskutierten über die Stärkung des parteiübergreifenden Indischen Parlamentarischen Forums für Tibet und schlugen vor, von Zeit zu Zeit Sitzungen des Forums abzuhalten, um die tibetischen Themen zu bearbeiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und bis nächste Woche.